Gastgiberien, wie am Hintergrund gesagt, et gëtt gebaut zu Lützeburg. Letzte Mittwoch war der Landesplanungsminister Claude Turmes an der zuständiger Chamberkommission. Die Opposition hat bedauert, dass der Minister wenig Konkretes eben zum Thema Landesplanung vor sich gehen hat. Die selber hat die Reunion als Zitat einzig Enttäuschung betrachtet. Was war so enttäuschend? Ich will noch vorausschicken, dass wir als ADR in der letzten Wahlkampagne in Hauptsujet hat, das war die Wachstumsdebatte in Lützeburg, weil wenn wir davon überzeugt sind, dass wenn wir weiter so wissen, dass wir dann als Probleme hier im Land nicht mehr werden möchten. Weil ob das Mobilität ist, ob das das Logement ist, ob das Infrastrukturen sind, wenn wir weiter so wissen, kriegen wir die Probleme nicht an den Griff. Ich war auch kürzlich auf dem Anniversaire vom Mouvement Écologique. Und da war auch ein Hauptsujet, dass wir als Land nicht mehr können weiter so wissen, weil wir sonst die kommenden Generationen für ein unlösbares Problem stellen. Und auf dem Anniversaire war auch der Landesplanungsminister Turmes und auch der Umweltminister Karol Diesburg waren da. Und auf der anderen Seite haben sie auch Fermentan geklappt, wie der Mouvement gesagt hat, wir können nicht mehr so weiter wissen. Und da hat man ein Wort, wo die Geringen, die gesamte Minister sich abgedeelt haben, giffen sie kommen am Kader von der Landesplanung, und sie giffen uns da so wie die Wurstum an Zukunft in Lützeburg soll geriert gehen. Enttäuschend war dafür, dass am Anfang der Minister Claude Turmes hingekommen ist und einfach gesagt hat, und das hat noch ein Dokument dafür gesagt, wir gehen noch all 7 Jahre, kriegen wir 100.000 Leute weiter. Bis 2030 kriegen wir da 150.000 weiter. Und nicht mit engem Wort die Entwicklung aufgestaltet, mir das als eine Selbstverständlichkeit angesehen hat. Und da gesagt, muss man gucken, dass wir die Infrastrukturen, dass wir die Logementprobleme gelöst kriegen, wenn wir all die Leute kriegen. Und hat am Anfang sogar gesagt, als Landesplanungsminister sind ich dafür zu gucken, dass die Terrain zur Verfügung stehen, die das Land braucht, für eben können so zu wissen. Und da wird nicht bei 2030 River mit Land gibt all 7 Jahre 100.000 Einwohner wissen. Und das wäre eine Katastrophe für das Land. Wir müssen als Politikpartei übergreifen, zusammen diskutieren und dezidieren, wie wir die Wurstum an den Griff kriegen, für nicht die zukünftigen Generationen für unlösbare Probleme zu stellen. Der Minister Turmes hat dann noch angegeben, dass die sektorielle Pläne an engem bis 1,5 Jahr sollte fertig sind. Wie viel Glaube schenkt ihr so aussehen? Ja, das hat mich an eine politische Diskussion 5 Jahre zurückversetzt, weil für 5 Jahre war der damalige grüne Minister de François Bausch, den hat so gesagt, bei einem engem Jahr hätten die sektorielle Pläne umgesetzt. Los sind wir 5 Jahre wie spät, aber sie genau da, wo der François Bausch für 5 Jahre war. Ich wünsche ihm eine glückliche Hand, dass die Pläne umgesetzt wird. Ich glaube nicht, dass das fertig bringt an 1,5 Jahren. Und ich will auch ganz klar sagen, dass die letzte noch das Regierung wird arrangieren, dass wir die sektoriellen Pläne nicht tun. Hätten wir die sektoriellen Pläne, die in von aus landesplanerischer Sicht misstun, hätten wir die, gibt man nicht über Google schwätzen, weil da wird tatsächlich nicht vorgesehen gewesen, dass da kein Google implantiert. Wir könnten noch nicht mit dem Tram auf Klosch fahren, wir hätten noch nicht das Stadion auf der Bande Gasbricht hinbauen, weil alles das war an den ersten sektoriellen Plänen überhaupt nicht als bebaute Land vorgesehen. Das heißt, hätten wir die Pläne, hätten wir alles das nicht können machen. So kriegen wir Pläne, die gehen adaptiert und die Evolution von den letzten 5, 6, 7 Jahren. Und solange wie die Pläne nicht da sind, haben sie von Freiheiten, die sie mit den Plänen nicht mehr haben. Dafür hat die Politik bis heute, auch die Gering bis heute arrangiert, dass wir die sektoriellen Pläne nicht tun.